Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, da haben wir ja schon die nächste Basis von der Orks. Und statt sich in der Höhle zu verstecken, steht der Kriegsherr da und glotzt einfach mal, ach noch nicht mal auf der See drauf. Da hat er eigentlich wesentlich schönere Ausblick auf dem See. So. Machen wir halt noch sein Gefolge platt. Ja, auf rumzuturnen. Ich wollte gerade sagen, wehe, du schlagst jetzt auch nochmal 50 Mal auf mich ein, bevor du stirbst. Blöde Ork-Kampfmechanik hier. So. Dann steht jetzt der Aleto ohne Wache. Und stell dich zum Kampf, du Mistkerl. Mit deinen 3 Fussel auf dem Kopf. So. Die sehen so wie solche Klischee-Schrumpfköpfe aus mit den 3 Fussel auf dem Kopf, diese Ork-Elite, beziehungsweise diese Kriegsherren. So. Nicht, dass ich hier nicht auch noch mal reingeguckt habe, nicht, dass ich hier möglicherweise auch noch ein paar Orks versteckt hätte. Na? Nö, sieht nicht so aus. Sieht wohl nicht so aus, als hätten hier noch ein paar Orks ihr Lager aufgeschlagen. Und man weiß ja als nie. Nö. Okay. Ja, vielleicht nochmal ganz zur Sicherheit. Da war nämlich der Schatzvergraber und nix. Okay. Gut, zusätzlich haben wir ja auch noch ein paar Leatherbeitel-Arc gesammelt in letzter Zeit. Die möchte ich natürlich auch nochmal aufmachen. Dumm. Ja, unser Inventar ist mittlerweile ziemlich groß. 125 Goldmünze, die nehme ich doch gern. Das ist einfach nur Duvak mal wieder im Beitel. Soweit sieht es alles ordentlich aus. Ohne größere Sache noch dabei. Okay, gut. So, dann gehen wir jetzt nochmal durch hier, damit wir jederzeit wieder auf die Kriegskarte der Orks zugreifen können. Also den haben wir offensichtlich ausgeräuchert. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gemacht, sich in der Höhle hier zu verstecken. Ich glaube, der einzige, der taktisch klug agiert hat, war der orkische Oberst. Das war wahrscheinlich wirklich der einzige mit Verstand von der Bande. Die anderen stehen einfach nur offen auf der Straße rum, am helllichten Tag wohlgemerkt. Und wenn wir dann schon bei Onas Hof sind, würde ich auch ganz gerne Molly rekrutieren. Und ich glaube, ich möchte auch Bennett und Wolf dabei haben. Wolf, weil es einfach ein klore Kerl ist. So. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ja, man tut nicht hier. Machen's gut, Kerl. Das wird sich nie ändern. Nee, wird's ja nicht. Und ja, die können weiter hier lustig hier Stellung halten. Hätte nichts gegen die Orks, sondern nur mal, wie es aussieht. Vielleicht auch klüger so, doch nichts gegen die Orks, sondern immer. Ach ja, stimmt, Modo. Als wir das erste Mal hier in der Gegend waren, haben wir ja die ganze Feldräuber platt gemacht, aber die Lurker waren damals auch etwas zu stark für uns. Mittlerweile sind die Biester absolutes Frühstück für uns. Die können wir einfach so abgrasen. So. Außerdem geben sie nochmal ganz gut Erfahrungspunkte dafür, dass die relativ schwach und einfach zu besiegen sind. Und hier müssten dann noch irgendwo die Orks sein. Irgendwo hier. Und irgendwo dort drüber. Ich glaube, das ist ein Einzelner, oder? Kann das sein? Ist das ein Einzelner wieder? Ja. Der ist mal wieder so blöd. Tschüss. So. Gut, dann haben wir mal hier gekriegt, ohne dass man Schaden nimmt. Das ist ab und zu einmal erlaubt. Und dann musst du drüber noch irgendwo einer rumlungern. Wenn ich das richtig gesehen habe auf der Karte. Oder beziehungsweise richtig in Erinnerung habe. Jo, da steht er rum. Da steht er rum und glotzt blöd. Was liegt denn da noch rum? Ey, Degen der Banditen. Alter, die schnetzeln hier die Bauern ab. Alter. Ihr Mistviecher. Haben die doch tatsächlich hier die Bauern abgeschlachtet. Drecksau-Orks. Das ist ja echt heftig. Wow. Ihr miese Schweine. Die haben die ganze Bauern von Seekops Hof einfach niedergeschlachtet.
Und, tja, das war ja letztlich die böse Tat. Das ist ja echt abartig. Na, klasse. Und wieder ein ganzer Haufen von Zivilisten abgeschnetzelt war. Konnte ich auch nicht verhindern. Ich habe mich auf den Weg schon gemacht zu, ne? Und da war es ja schon passiert. Na klasse, jetzt haben wir das Salat. Ganzer Bauernhof niedergemacht. Hätte ich vielleicht Ovens kommen sollen, wo noch ein paar Leute auf der Felder waren, wenn die Leute nicht mehr auf der Felder sind. Na klasse, Alter. Barbara. Naja, auf dem Acker will ich dich eigentlich auch nicht hier zurücklassen, aber ich kann dich ja leider nicht bestatten. Namenloser Bauer, wir kannten dich kaum. Beide nur mit dem schweren Ast, na klasse. Der hat ja noch nicht mal mehr Waffe gehabt, der Typ, und dann habe ich ja schon mal niedergemacht. Okay. Das war, glaube ich, der Balthasar. Und den tut's mal. Um den armen Balthasar tut's mal umso mehr leid, wenn er das war, weil der, wie gesagt, wie mein Lab-Charakter heißt. Nee, einfach nur namenloser Bauer. Und ein Haker hat er noch bei sich. Oder Hacker, ja. Die Rega ist auch tot. Ja, du hättest die Rosi und der Till wohl richtig gemacht. Ah, der Balthasar hat überlebt, na Gott sei Dank. Rosi und Till hätten es offensichtlich absolut richtig gemacht, als die von dem Hof hier ab sind. Ey, der greift mich trotz Tod immer noch an. Tja. Kann ich nur sagen, die hätten absolut alles richtig gemacht. Dass die doof fort sind von dem Hof. Nicht nur wegen dem Rumgekreische vom Overbauer, sondern auch noch wegen der Orkplage, die sich hier geboten hat. So ein Scheiß. Es tut mir jetzt echt leid um die Bauern. Mist. Garons Minenkarte. Immer wieder gehe ich auf diese Garons Minenkarte. Kriegskarte der Orks. Ja, das waren sie alle. Ich glaube, wir hätten sie alle. Ich gucke mich jetzt hier nochmal in der Nähe um. Das sind nur Feldräuber. Tja, sieht so aus, als ob sich der Arme, oder der Arme würde ich jetzt nicht sagen, aber sieht so aus, als würde sich das Seekop hier ein paar neue Arbeiter suchen müssen. Tja, dumm gelaufen. Dann gehen wir nochmal hier zum Großbauer. Dann sparen wir uns nämlich das ganze Gelatsche. Sind direkt am Haus. Und nehmen noch ein paar Leute mit. So. Du nicht, Patrick. Du auch nicht, Cord. Dich könnte ich zwar mitnehmen, aber ja, möchte ich eigentlich nicht. Als erstes möchte ich eigentlich Lee dabei haben, dann Bennett, obwohl ich bei dem leider nichts vom Schmiede lernen kann. Dazu müsste ich halt Söldner sein. Und, nee, Quatsch, Lee war hier over. Ach ja, Gorn natürlich noch. Gorn, du hockt da schon. Ja, die glotzen alle ziemlich blöd, weil hier ein Ritter reinmarschiert kommt. Ah, Gorn und Lee sitzen beide da. Kinderspiel, natürlich, super. Wenn der nochmal Geld hat, nehme ich es gern. Hier. Ich könnte dich und deine Axt gebrauchen. Na, das wundert mich nicht. Das kann ich für dich tun. Würdest du mit mir zu einer Insel segeln und dem Feind in den Arsch treten? Klar. Sofort. Sag mir nur, was ich tun muss. Ich glaube, das ist so ziemlich der schönste Antrag überhaupt. Kommst du mit mir, um den Feind in den Arsch zu treten? Komm zu mir an Bord. Warte am Hafen auf mich. Ein Schiff? Ha. Eins muss man dir lassen. Mit dir wird es nie langweilig. Komm schnell nach. Okay, gut. Dann ist Gorn mit dabei und Lee, dich will ich auch mit dabei haben. Kannst du mich trainieren? Ich kann dir zeigen, wie man mit dem Zweihänder kämpft. Allerdings habe ich nicht die Zeit, dir auch noch die Grundlagen beizubringen. Sobald du eine gewisse Fähigkeit hast, werde ich mich deiner annehmen. Okay. Vorher solltest du dir einen anderen Lehrer suchen. Sehr gut. Na, dann nehme ich den auf jeden Fall mit. Hast du eine Ahnung, wie ich an das Schiff der Paladine komme? Meinst du, dann wäre ich noch hier? Das Ding ist besser bewacht als früher die Erztransporte des alten Lagers. Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf das Schiff zu kommen. Klar, draufkommen ist einfach. Aber das ist doch nicht alles. Um das Schiff zu lenken, brauchst du einen Kapitän, eine Mannschaft und so weiter. Da hängt ein riesiger Rattenschwanz dran. Okay. Kennst du jemanden, der ein Schiff lenken kann? Na, jetzt haben wir die Quest wieder. Mist. Nee, den will ich nicht. Soviel ich weiß, ist Torloff früher zur See gefahren. Er kennt sich aus. Ja, das habe ich aber schon. Wen soll ich als Mannschaft anheuern? Okay, ohne Mannschaft, ja. Er mient aber vor allem. Okay, ich soll nur Leute, die ich vertraue, Das musst mitnehmen. du selbst entscheiden.
Aber ich würde nur Leute mitnehmen, denen ich vertraue. Hast du genug Leute, denen du vertraust? Ach ja. Wenn du einen Schmied in deiner Mannschaft brauchst, solltest du Bennett fragen. Er ist sicherlich der Beste, den du je finden wirst. Kann man so sagen, ja. Sogar noch besser als Harald. Ich will aber, dass du mitkommst. Würdest du mit aufs Schiff kommen? Machst du Witze? Natürlich wäre ich dabei. Ich habe auf dem Festland noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Gut. Außerdem könnte ich dich im Kampf mit der Ein- und der Zweihandwaffe unterweisen. Saugut. Ich könnte also von großem Nutzen für dich sein. Bist dabei, Lee. Weil von der Paladine kann ich halt leider niemand mitnehmen. Dann pack deine Sachen. Was denn? Jetzt sofort? Ja. Ich habe vor, hier zu verschwinden. Und wenn du mitkommen willst, komm zum Hafen. Wir treffen uns am Schiff. Ich habe schon so lange auf diesen Moment gewartet. Ich werde dort sein. Alle hopp. So. Ich kann dich doch nicht gebrauchen, wäre jetzt ein bisschen hart. Wir nehmen aber Bennett und Wolf mit. Dann habe ich nämlich auch meine Mannschaft komplett. Ja, jetzt habe ich leider diese dumme Sache mit dem, wer wird mein Kapitän nochmal drin. Dabei habe ich ja Jorgen eigentlich schon dabei. So, Bennett, dich will ich auf jeden Fall noch mit dabei haben. Aber erstmal hier. Was brauchst du? Bla bla bla. Ah, cool. Da hat nochmal... Ja, Söldnergürtel kann ich jetzt nicht gebrauchen. Minecrawler-Gürtel, hehe. Aber die Erzbrocke kann ich auf jeden Fall gebrauchen, mein Lieber. So, dann... kann man das überhaupt machen? Solange du keiner von uns... Es Okay. gibt nur sehr wenig... Und das ist... Ja, bla bla. Das will er mal leider nicht beibringen. Vielleicht, wenn er zu meiner Mannschaft gehört. Ich muss zu einer Insel. Ich könnte einen Schmied gebrauchen. Und da hast du an mich gedacht? Ja. Was sagst du? Dann wärst du auf jeden Fall weg von hier. Besser als Onas Hof. Junge, selbst die Hölle kann nicht so schlimm sein. Ich bin dabei. Super. Okay. Sei mein Schmied. Wir sehen uns am Hafen. Alles klar, bis nachher. Perfekt. Dann nehme ich jetzt noch einfach Wolf mit. Und dann dürfte meine Crew komplett sein. So. Hättest du Lust, mit einem Schiff hier zu verschwinden? Na klar, nix wie weg hier. Ich könnte dir eine große Hilfe sein, dein Schiff zu verteidigen. Wo soll's hingehen? Der Topf hier. Ich muss zu einer Insel nicht weit von dieser hier. Ja, worauf warten wir noch? Ich könnte dir auf See Bogen und Armbrustschießen beibringen. Sehr gut. Armbrust auf jeden Fall. Willkommen an Bord. Komm zum Hafen, bald geht's los. Bin schon unterwegs. Sehr schön. Dann kann der mit Benedict zusammen losmarschieren. So, dann haben wir alles. Ich will nochmal zur Hafenstadt und dann will ich nochmal zum Pass in Khorinis. Weil ich will nochmal um die Burg ein bisschen aufrahmen und will auch noch ein paar Echsenmenschen schnetzeln, damit wir zumindest mal auf 50 Lernpunkte circa kommen. Dann können wir nämlich an Bord nochmal einiges lernen. Sofern ich jetzt nicht noch Rune krieg. Aber ich glaube, wir haben hier jetzt auf Khorinis alles erledigt. Wie gesagt, der letzte Ork, der findet sich halt in Irdorat. Da ist dann der zweite orkische Oberst dabei. Und dann haben wir die Quest vollständig erledigt. Aber was hier in Khorinis rumlauert und rumlungert, das haben wir jetzt erlegt. So, dann holen wir uns auch unsere Belohnung von Lord Hagen ab. Und von unseren Ritter kann leider niemand mitkommen. Also Lord André oder Ingmar oder Albrecht, die können leider nicht mit. Ich habe noch etwas über die Heerführer der Orks zu berichten. Sehr geil, 3500 Erfahrungspunkte. Ich kann dir einige weitere Orkringe geben. Ohne neues Ich bin Level. stolz auf dich. Weiter so. Würde mich wundern, wenn du noch sehr viele von ihnen finden wirst. Bring mir ruhig weiter ihre Ringe. Aber ich denke, die Botschaft haben die Orks jetzt verstanden. Jo. Hier, ich gebe dir etwas Gold für deine Ausrüstung. Sehr schön. 2100 Gold kriegen wir noch. Und beim orkischen Oberst, bla bla. Ja, die Orks haben ja Lektion gelernt. Es sind eigentlich alle erledigt. Wir haben alle platt gemacht. Es sei denn, ich habe irgendjemand übersehen. Dann könnt ihr mal gerne mal Bescheid geben. Aber ich glaube, das waren sie wirklich alle. Hier. Bin für den Weg. Bla bla bla. Kampf. Du bist noch... Okay. Heilung. Du bist... Okay, du bist ein Idiot. Du kriegst nix. Dann halt nicht. Dann gehen wir zum Pass in Khorinis. Oh na. Nein, nicht das Schaf. Nicht das arme Schaf. Ich will den Lurker niedermachen. So. Damit die armen Schäfchen hier sicher sind. Und irgendwo sind auch noch Blutfliege, die aggressiv auf mich sind. Machen wir mit der Armbrust fertig. So. Okay.
Gut. Dann haben wir jetzt so für so ziemlich alles, was mir nützlich ist, einen Lehrer. Wir haben einen Armbrustlehrer, wir haben einen Zweihandlehrer. Wir haben Stärkelehrer. Und wir haben Magier noch mit dabei. Für Paladin-Zauber ist halt leider nichts mehr da. Das ist dann etwas schade, aber so ist es halt. Dann machen wir jetzt halt noch ein bisschen... Entschuldigung. Machen wir jetzt noch ein bisschen Laberrunde und ich schnetzel noch Orks und Echse-Menschen nieder. Ja, zur Laberrunde. Noch Gothic 2, dass sich das Ganze jetzt auch am Ende nähert, werde ich wahrscheinlich noch ein anderes Let's Play machen. Ich habe mittlerweile den Nachfolger tatsächlich gefunden. Das wird aber auch nicht im direkten Anschluss stattfinden. Und zwar ist das Spiel, was ich dann mache werde, Journey. Das ist ein wunderschönes Spiel, was mir meine Schwester nahegelegt hat. Die hat mir gesagt, oder beziehungsweise hat mir es gezeigt und hat mich gefragt, ob ich das nicht spielen könnte. Und ich habe mir Journey mal angeguckt. Das ist so eins von der erfolgreichsten Spiele für die PS3. Und ich habe es auch im PlayStation Store für die PlayStation 4 gesehen. Und es war wirklich ein wunderschönes Spiel, was eigentlich eher zur Entspannung dient. Das ist kein großes Actionspiel. Man hat doch jetzt nicht großartig viel Gedöns, sondern es dient eher Atmosphäre und Entspannung. Und man hat zwischendurch einmal ein paar Rätsel, war es, glaube ich. Aber auf jeden Fall war Journey extrem hübsch für mich. Ich fand das so wunderschön von der Aufmachung her. Ihr könnt es euch auf jeden Fall auch mal gerne angucken, wenn ihr wollt. Oder falls ihr es nicht kennt, wie ich. Und ja, Gothic 2 wird dann regulär abgeschlossen. Und Journey wird nicht unmittelbar danach stattfinden können. Dafür machen wir es dann so, dass nach dem Ende von Final Fantasy IX habe ich ja den direkten Nachfolger schon gefunden. Der direkte Nachfolger zu Final Fantasy IX wird Illusion of Time sein. Und nachdem ich dann Final Fantasy IX beendet habe, wird Illusion of Time zuerst rauskommen. Und einen Tag später wird dann Journey kommen. Die Sache ist dann, dass ich wegen meiner Masterarbeit, die ab Mitte Februar beginnt, nie mehr die Zeit habe werde, täglich zu veröffentlichen. Deswegen machen wir das so, dass ich pro Tag mindestens ein Let's Play raushauen kann. Und dafür sind dann Journey und Illusion of Time im Wechsel. Das heißt, sagen wir mal, wenn jetzt Montag, sagen wir jetzt mal wirklich, Montag fängt Illusion of Time an, dann ist montags Illusion of Time, Dienstag ist Journey, dann ist der Mittwoch wieder Illusion of Time und so weiter und so fort. Sodass die zwei Spiele eigentlich immer schön im Wechsel stattfinden können. Das heißt, wie gesagt, dadurch, dass ich halt durch die Masterarbeit so beschäftigt sein werde ich das Ganze so handeln. Ja, der scheiß Schamane trifft mich hier noch von so aus, das gefällt mir nicht so gut. Ja. Hoppa, ja. Nachdem jetzt das Getöse dann vorbei ist, kann ich dann auch wieder sprechen. So, die haben jetzt auch wieder ordentlich Erfahrungspunkte. Gäbe 450 für die Elite und pro Schamane 350 ist doch ziemlich gut. Ja, wie gesagt, das hat dann einfach einen Grund, weil ich während der Masterarbeit mich dort ziemlich stark drauf konzentrieren will natürlich. Und dass ich dann nämlich so viel Zeit für Let's Plays habe. Deswegen findet Illusion of Time und Journey als Let's Play nicht gleichzeitig, natürlich gleichzeitig von der Veröffentlichung statt, aber es wird nicht am selben Tag veröffentlicht, so rum, dass immer an einem Tag eins von den Spiele veröffentlicht wird, damit ich weiter hier täglich veröffentlichen kann, aber nicht den Druck habe, dass ich täglich mindestens 2 oder vielleicht sogar 3 Let's Plays raushauen muss. So, den Druck und den Stress wollte ich mir einfach nicht geben und das kann ich auch nicht machen. Und dafür müsste ich mich dann auch für die Masterarbeit, oder dürfte ich die Masterarbeit gar nicht so ernst machen, wenn ich dann wirklich täglich noch mehrere Let's Plays raushauen will. Das könnt ihr vergessen, da ich halt die Abschlussarbeit ordentlich zu Ende bringen will. Ja, man hat mich auch schon gefragt, was ich für ein Thema machen werde. Das ist auch noch nicht ganz sicher. Das Masterarbeitsthema wird auch erst Mitte April, wenn ich mich mit der Betreuer treffe, vollständig bekannt. Derzeit habe ich nur
grobe Idee, dass es was mit Spätantike und mit Gräberfelder zu tun haben wird. Ich weiß auf jeden Fall schon, das wird sich auch noch zeigen, ob ich das Thema überhaupt krieg. Aber wenn es noch mir ging, würde ich am liebsten als Doktorarbeit die spätantike Gräberfelder von Speyer Diakonisse Krankenhaus bearbeiten, wo ich auch selber bei der Grabung teilgenommen habe. Und das würde ich eigentlich ganz gern als Doktorarbeit behandeln. Und dafür würde ich ganz gern für meine Masterarbeit ein Thema wählen, was du relativ nah verwandt ist, damit ich sozusagen meine Doktorarbeit schon vorbereiten kann. Das wäre mir eigentlich ganz recht. So. Es könnte sein, dass ich zum Beispiel für die Masterarbeit dann entweder Literaturarbeit mache, um das ganze Thema mit spätantike Gräberfelder schon mal einzuläutern. Sprich, dass ich vielleicht über die Gräberfelder aus der Spätantike in Rheinland-Pfalz oder so schreibe. Vielleicht im Vergleich zu Baden-Württemberg. Da würde sich zum Beispiel das Gräberfeld von Heidelberg-Neuenheim sehr gut anbieten, was sehr gut erforscht und veröffentlicht ist. Und bei pfälzischer Seite vielleicht die spätantike Gräberfelder von Neustadt. Wird sich aber zeigen. Wird sich alles zeigen, ihr liebe Leid. So, von den Schamanen müssen wir jetzt erstmal weggehen, damit er uns nicht erwischt, der Mistkerl. Und ansonsten könnte es aber auch sein. Komm schon her. So. Könnte es halt auch schon sein, dass ich vielleicht für die Masterarbeit direkt in die Materie mit einsteige und vielleicht schon einen Teil von Speyer Diakonisse Krankenhaus und einem Gräberfeld aus der Spätantike was bearbeite. Wird sich zeigen. Bin ich mal sehr gespannt, was da kommt. Ja, vielleicht interessiert es euch auch, während wir hier weiter hier Orks schnetzeln und ich sowieso was erzählen muss. Vielleicht interessiert es euch ja auch, wie so eine Masterarbeit zustande kommt. Das geht normalerweise so, dass man Betreuer ausmacht. Dafür braucht man einen Professor von der Uni und einen anderen Betreuer. Der ist relativ frei wählbar. Man kann natürlich aus dem Repertoire von der Universitätsdozenten auswählen. Oder in dem Fall, wie ich das mache, dass man sich einer von der Landesarchäologie, in dem Fall von der Speyerer Landesarchäologie, zu Rate zieht, der auch mitbetreut. Es muss aber auf jeden Fall immer jemand dabei sein, der eine Habilitation gemacht hat, das heißt eine Professorschrift sozusagen. Was die Doktorarbeit ist, ist die Habilitationsarbeit die Grundvoraussetzung, um Professor zu sein. Wenn man die Habilitationsarbeit geschrieben hat und die ist auch angenommen worden und als gut bewertet worden, also ist auch wirklich gescheit angenommen worden, diese Habilitationsarbeit, dann hat man das Recht, wenn denn eine frei ist, dass man Professur kriegen kann an einer Universität. Und dann ist man erst Professor. Und es reicht für mich, dass ich jemand habe, der eine Habilitationsschrift vorweisen kann und eigentlich in der Lage wäre, eine Professur zu übernehmen. Den brauche ich als Hauptbetreuer von der Universitätsseite aus. Und ansonsten habe ich mich entschieden, dass ich ganz gern von der Landesarchäologie Speyer auch noch welche hätte. Einfach weil die Berufserfahrung mit sich bringen und weil die Leute auch die Themen besser vergeben können. So. Schon her, du. Weil die Leute von der Landesarchäologie, die wissen ja immer, wo Mole Grabung war und was möglicherweise noch schön wäre, wenn das ein Student bearbeitet wird. Deswegen möchte ich die auf jeden Fall mit an Bord haben, damit die mal schon das Thema zuweisen können. Und da ich eigentlich liebend gern im praktischen Bereich und somit auch für die Landesarchäologie nach meinem Studium arbeiten würde, wäre es natürlich umso schöner, mit potenzieller zukünftiger Arbeitgeber schon zusammenzuarbeiten. Ach ja, von daher schauen wir mal, was dort draus wird.
wenn mehr über die Dissertation bekannt, wenn mehr über die Masterarbeit bekannt wird von meiner Seite, gebe ich dir auch, wenn ihr wollt, in meine Let's Plays liebend gern Bescheid, wie es dann derzeit aktuell so läuft und ob ich möglicherweise schon mein Thema habe, beziehungsweise in der frühen Phase dann von meinen Let's Plays, ob ich dann schon das Thema habe für meine Doktorarbeit, will ich jedes Mal sagen, ob ich für meine Masterarbeit schon das Thema habe. Und wenn ja, was es dann ist. Und ich kann auch immer mal wieder berichten, wie es dann so vorangeht mit meiner Arbeit. Wenn ihr das dann wollt. Du Mistkerl. Der Sausack hat sich ja arg geschlichen von der anderen Seite. Deswegen ist der auch Elite. Scheiße. Deswegen sind die Kerle auch Elite, weil die klüger sind. Ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr in den Kommentaren Bescheid geben, ob ich euch da mal ein bisschen informieren soll, wie es bei mir mit meiner Masterarbeit aussieht, ob ihr wissen wollt, was ist mein Thema, ob ihr wissen wollt, wie geht's voran. Das kann ich liebend gern machen. Alter, Alter. Was geht dann da ab? So. Gut, wieder einer männlicher. Sag jetzt nicht, die Waage haben die Orks zerfleischt. So. Na, da ist ja noch einer von euch Sausäckler. Komm mal her, die Sausäckel. Ja, aber wie gesagt, ich mache das jetzt einfach nochmal dieses außer Abräumer, weil das einfach nur tierisch viel Erfahrungspunkte gibt und wir können es definitiv gebrauchen bei unseren Lehrer in Irdorat. So, das ist eigentlich auch immer etwas gewesen, was ich sonst immer gemacht habe. Dass ich... Oh, da ist tatsächlich ein Schamane krepiert. Interessant. Ah, das könnte sein, dass der einer von der Waage mit der Feuerbälle getroffen hat und der sich dann gegen ihn gewandt hat. Schade um die 350 Erfahrungspunkte, wie ich finde. So. Aber ich fand das eigentlich immer recht sinnvoll, dass man hier um die Burg nochmal alles fertig macht, weil es einfach verdammt viele Erfahrungspunkte gibt. So. Ich glaube, eine richtige Nutze für die Leute hat das nicht, dass man dann nochmal von Garond irgendwie belohnt wird, wenn man die ganze Orks fertig macht. Ich glaube es einfach nicht. Aber ich finde es einfach nur schön, wenn es dann in meiner Möglichkeit liegt, dass ich den Menschen hier helfen kann. Dann bitteschön. So. Gut. Dann ist doch noch ein Schamane übrig. Und dich kümmern wir uns gleich, du Mistkerl. Gut, 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 gut. Sehr schön. Können wir da nochmal die mit... Oh, kann er gerade nicht mehr. Dann heilen wir dich nochmal mit deinem Mana. So. Dann heile ich mich nochmal mit meinem Mana hoch. Perfekt. Nichts zu plündern. Ja, die Route hier mache ich noch sauber. Damit wir hier keine Orks mehr haben. Und wenn ich das fertig habe, die Sache, dass wir uns morgen dann auch nochmal Richtung Vulkan vorkämpfen. Das ist jetzt schon 18 Uhr. Nichts zu holen. Da ist nichts zu So, holen. dann haben wir auch schon, Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. schon geplündert. Okay. Gut, dann machen wir morgen das Zeug dann nochmal fertig. Soweit. Da ist noch eine Städtafel. Was hat's dann hier noch für uns? Da gucken wir auf jeden Fall auch nochmal drauf. Hier hat's eine Steintafel der Lebensenergie 2. Gut, das gibt uns das wieder, was uns die Klaue Belias mal abgezwackt hat. Komm her, Schweinebacker. Dann machen wir nämlich einfach rund um die Burg nochmal sauber. Und wenn da keine Orks mehr sind, umso besser für die Menschen da, ne? So, dann würde ich aber hier meinen Speicherpunkt setzen. Ein bisschen weiter zurückgehen, bevor die mich noch entdecken. Und jetzt Sarah, wir sehen uns mal wieder zu Let's Play Gothic 3. Gothic 3, genau, wenn ich schon auf Yankee 3 bin, richtig. Wir sehen uns mal wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wenn ihr wollt. Zu einer weiteren Laberrunde mit Orks abschlachte und vielleicht auch Echsenmenschen abschlachte. Und dann machen wir uns allmählich auf in Richtung Hallen von Irdorat. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.